Widersprichst, wirst du herabgestuft aufs Minimum. Tut mir leid für diese Unannehmlichkeiten, doch aufgrund der Wackness kann ich dich von Unan unterscheiden, Dicker. Im Grunde bin ich voll integriert, ich bestätige Klischees und helfe dem Volk damit viel, also was denn? So, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schönes Kissen. Schönes Kissen, ne? Ja, wunderschön. Passt das zu dir? Ja, ich reite gerne. Du reitest gerne. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid aus Bergisch Gladbach gekommen, oder zumindest du bist aus Bergisch Gladbach gekommen. Ich hatte gerade angesprochen, zu Hause wohnen, also beziehungsweise Judy hatte das angesprochen, in einer Liedzeile sagst du, dass du auch noch zu Hause wohnst. Stimmt das? Ja, das stimmt, das ist richtig. Bei Mami geht's mir am besten. Du hast halt immer gutes Essen da, was man ja auch an meinem Körper sehen kann. Ich bin zwar gerade auf Diät, sonst hätte ich hier das Kuchenstück gegessen, was der Fly ist. Ja, der hatte ja schon mega Hunger, also wollen wir ihm das nicht verwehren. Der konnte auch gerade drüben schon nicht widerstehen und musste einmal reinbeißen. Das ist kein Problem, dafür ist der Kuchen da. Ich schneide mir auch mal einen. Ja, guten Appetit. Zu Hause wohnen, ist das auf Rap-Ebene, ist das okay? Also, oder muss man sich dann den anderen Spruch anhören? Natürlich. Es gibt auch noch die ein oder anderen bekannteren Künstler, die auch zu Hause wohnen. Da will ich jetzt keine Namen nennen. Ich meine, das ist auch nicht irgendwie verwerflich, noch zu Hause zu wohnen, finde ich. Ich studiere nebenbei und dann bietet sich das an. Du studierst was? Wenn ich BWL. BWL. Mhm. Wenn man jetzt denkt, okay, da ist jemand Deutsch-Türke, der rappt und sowas, gucken dann die Leute manchmal so ein bisschen ungläubig, wenn du sagst, ey, ich bin BWL-Student? Nee, die meisten Kanaken sind BWL-Studenten. Also wo ich auf die FH gegangen bin, habe ich viele Türken, Ausländer gesehen, sage ich mal, die BWL studieren. Ich denke mal, das ist auch mittlerweile gängiger, als es damals war. Ne? Früher war es, denke ich mal, anders und heutzutage sind wir ein bisschen gebildeter. Ja. Ja. Wir sind ja gerade beim Thema Vorurteile, ist ja so ein bisschen, du hattest eben die schöne Geschichte, ich hoffe, ich darf das aufgreifen. Und zwar hattest du mal einen Spruch rausgehauen, worauf dann so ein bisschen dein Fankreis reagiert hat. Was war genau passiert? Welchen Spruch meinst du? Mit den Kurden? Ach so. Ja, ich habe geschrieben, alle Kurden, die keine Türken mögen und alle Türken, die keine Kurden mögen, sollen mich bitte löschen. Und daraufhin sind auf meiner Gefällt-mir-Seite 2 weggegangen. Schönen Gruß an euch. Viel Spaß noch in eurem weiteren Leben, und bei der normalen Seite weiß ich jetzt nicht, wie viele habe ich nicht beobachtet, aber das ist mein Standpunkt zu dem Ganzen. Finde ich gut. Du bist jemand, der sich da politisch auch interessiert. Jetzt wollen wir eher so über dich als Musiker sprechen. Du bist jemand, der auch schon großen Zuspruch von anderen großen Musikern bekommen hat. Stimmt, ja. Und zwar hast du beim Wettbewerb mitgemacht. Wir sehen einen kleinen Videoausschnitt von Echo Fresh im Hintergrund, wo du teilgenommen hast, 2013. Ja. Man ist hingegangen und hat eine CD gekauft und hat so ein Video gemacht. Vielleicht kannst du mir selber erzählen. Ja, man musste eine CD kaufen. Der Contest heißt, wie kauft man eine CD? Einfach in den Laden gehen, eine CD kaufen oder sich irgendwas Besonderes einfallen lassen, wie man die CD kauft, was man damit macht oder wie auch immer. Es gab einen, der hat alle CDs gekauft, die im Laden sind. Und dazu dann halt einen Song machen oder einen 16er, und dann der Beste von denen durfte halt einen Song mit Echo machen. Ich war zwar nur Dritter, aber Echo war so cool, dass er gesagt hat, ich mag den Zweiten und Dritten sehr, dass wir da einen Song machen, und deswegen. Sehr geil. Und du hast auch Zuspruch bekommen, habe ich auf deiner Facebook-Seite gesehen, von Mo Trip. Richtig, ja. Einer der zurzeit angesagtesten Rapper in Deutschland. Hier sehen wir gerade einen Ausschnitt von seinem Song Wie ein Dealer. Mhm. Er hat jetzt auch gerade Gold dafür bekommen. Ja. Ist das wichtig für einen? Also braucht man das? Braucht man solche Connection? Braucht man irgendwie einflussreiche Leute? Ja, Connection brauchst du ja überall. Ob du jetzt Musik machst oder ob du dich irgendwo gut hocharbeiten möchtest, da brauchst du Connection auf jeden Fall. Es motiviert halt einen, ne? Wenn du vom Mo-Trip solche Worte zu hören bekommst, motiviert das einen. Ich habe ihn kennengelernt beim Videodreh mit Echo. Ja, und da kannte er mich schon so flüchtig von dem Song auch mit Echo und sowas, und deswegen hat er mir da nochmal diese Videoprops zugeschickt, wo mein DJ übrigens auf einer Hochzeit war und ihn zufällig getroffen hatte. Mein DJ legt nämlich nicht nur bei mir auf, sondern auch auf Hochzeiten. Nein, aber das war Zufall. Also, falls ihr eine Hochzeit veranstalten wollt, hier könnt ihr gucken. Wir werden später noch die Nummer einblenden. Das ist ja ganz klar. Ich finde es ja ganz witzig, der Name Döner-Rapper fällt ja in deinem Zusammenhang. Wir sehen es auch auf deinem T-Shirt. Ja, vollkommen richtig. Wollen wir später noch darauf zu sprechen kommen. Wir haben heute auch noch Leute da, die ihre T-Shirts präsentieren. Da wollen wir später aber nicht zu viel verraten. Döner-Rapper, warum? Ja, Döner ist doch das Geilste, was es gibt, oder? Also, wenn du den Gedanken hast, wenn du den Gedanken verspürst, etwas essen zu gehen, dann denkst du also es gibt 3 Sachen, denke ich mal. Dann denkst du erstmal an Pizza, Döner und sonst vielleicht Chinesisch oder so. Und
dann tendiert man noch eher zu Döner, würde ich sagen. Da ist alles drin, Fleisch und Knofi nicht vergessen immer, doppelt Knofi. Gibt es so Product Placement? Hast du so eine Döner-Company hinter dir? Nee, leider nicht, Hätte ich gern, ja, wäre super so. Du bist der erste Rapper, der von einer Dönerfirma gesponsert wird. Ja. Okay. Ich muss ja sagen, ich bin mit der Rap-Musik nicht so vertraut. Also ich habe früher viele Freunde gehabt, die sowas gehört haben. Ich habe mittlerweile Leute da gehabt, auch Nachbarn. Fidel Castro ist jemand, der auch in der Rap-Szene hier in Köln unterwegs ist. Die Kölner Rap-Szene, ist das etwas, wo man stolz drauf sein kann oder gehört da noch... Nee, definitiv. Also es gibt sehr viele Künstler in der Kölner Rap-Szene, viele Untergrundkünstler. Also Echo ist einer der namhaften Künstler, die es aus Köln rausgeschafft haben, sage ich mal. Man muss zwar nicht rausschaffen, man kann auch trotzdem hier wohnen bleiben. Aber es gibt sehr viele. Mo Torres, ich glaube, der war auch mal hier, kann das sein? Genau. Ja. Fidel Castro, also Benji Hussein. Es gibt sehr viele, die Musik machen. Und vor allem, wenn man selber Musik macht, lernt man halt auch sehr viele kennen. Ne? Ja. Jetzt natürlich die Frage, wenn man Facebook bei dir weiter runterscrollt, gab es irgendwann mal ein Bild, du hast eben gesagt, es war ein Witz. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was mehr dahinter steckt, und zwar Xatar. Bekannt vor allem mit seiner Aktion, als er einen Geldtransporter einfach mal beiseite geschafft hat, kann man sagen. Er ist auf jeden Fall einer der ganz großen deutschen Rap-Größen. Und bist du jetzt bei ihm in Kontakt? Ist da die Möglichkeit, dass du da einen Plattenvertrag bekommst? Also ich habe es noch nicht aufgeklärt, aber ganz offiziell, ich bin nicht bei Xatar, bei Kopfticker Records. Aber ich würde das gern annehmen. Also ich würde wahrscheinlich unterschreiben, aber nee, ich bin da nicht. Ich habe mir einen Spaß erlaubt, so wenn man mich kennt. Die Leute, die mich kennen und es gesehen haben, die wussten es natürlich sofort, andere nicht. Aber ja, man muss mal so ein bisschen... Hast du den Plattenvertrag oder es fehlt noch? Nee, das kommt noch. Hoffentlich. Heute ist ein kleines Bewerbungsvideo gewissermaßen für den Plattenvertrag. Wir wollen natürlich nicht die Leute da draußen vergessen. Wir haben Chatfragen an euch. Judy, was sind die Fragen? Ja, es ist eben eine ziemliche Diskussion entfacht. Und zwar, man sieht es jetzt hier nicht mehr auf dem Schirm, aber das wurde eingeblendet, ob euch Rap hilft, auch gegen Rassismus vorzugehen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich mache jetzt keine Songs, die unbedingt das Thema Rassismus komplett beinhalten, aber immer so teilweise. Also ich nehme mich selbst auf die Schippe, dass ich Türke, wie in diesem Song jetzt zum Beispiel, also dass ich zwei Hälften habe quasi und mich voll integriert fühle. Also so, es gibt natürlich Rapper, die Songs machen gegen Rassismus, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich mich darauf fokussiere. Ich spiele eher mit dem Humor ein bisschen. Du spielst definitiv mit dem Humor. Man sieht es auch, du trägst ein T-Shirt mit einem deutsch-ländischen Dönerspieß. Super, oder? Super, sensationell. Also diese T-Shirts kann man auch erwerben. Du hast ein T-Shirt mitgebracht, 2 T-Shirts, die könnt ihr bei uns gewinnen. Auf dem Marktplatz einfach weiter fleißig mitstellen, dann könnt ihr gegen Punkte die Dinge eintauschen.